Herzlich willkommen zu Kölsch höre, Kölsch wade. Heute Lektion 11. Komm und trau dich. Hallo zusammen. Ja, irgendwann hat alles ein Ende. Ja, und wir sind heute bei der 11 angelangt, Lektion 11. Und 11 ist eine schöne Zahl. Da haben wir uns gedacht, damit beenden wir unseren Schnupperkurs für die Kölsche Sprache mit euch zusammen. Ja, wie machen wir das? Sage ich euch jetzt. Warum das die letzte Lektion ist, erzähle ich euch am Ende. So, Lektion. Unserem Grundgesetz kennt der Kölsche noch jetzt ganz Wichtiges in seinem Leben. Das ist, wer hättet ihr ahnt, der FC. Sagt doch uns ehrlich, wart ihr abends im Stadion? Hat ihr abends hier Sinn, was da für eine Atmosphäre herrscht, wenn man ins einmal da ist? Ich sag euch, das sind Gefühle für die Ewigkeit. So, aber da gilt jetzt ganz Spezielles. Für jedem Spiel singt man da eine Hymne. Und das ist die FC-Hymne. Die wurden geschrieben von einer kölschen Band namens die Höhner. Und damit ihr die auch uns kennenlernt, also nicht die Höhner, sondern die Hymne, haben wir uns überlegt, wir leihen euch den Originaltext ins für und Jan dann ins durch. Und tada, da ist es. So, was haben wir hier? Fürlese haben wir hier. Also, letzte Lektion Fürlese. Ne? So, jetzt, wer eins oder andere kennt das vielleicht, die Originalversion von dem Lied, also die Melodie, kommt aus dem Schottischen. Nennt sich Loch Lomond und hört sich mit Dudelsäck ganz gut an. Aber, ich sage euch, Dudelsäck sind nicht alles, was es im Leben gibt, sondern jetzt dann, wenn er so lädt, einen richtig schönen Text hat, jetzt dann kann man sagen, das ist ein richtig schön Lied. Ja, und das haben die Höhner ganz gut gemacht und das sind wir jetzt hier. Nicht, dass die Schotten nicht auch ein schön Lied draus gemacht haben. Also die haben ja auch drauf gesungen, aber naja, ich sehe übrigens gut, wartet's. By yon bonny banks and by yon bonny braes, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love were ever wont to gae, on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Das schottische Original ist sozusagen ein Liebeslied. Ja, Liebeslied haben wir dann damit auch mit dem kölschen Text von der Höhner. Nur das Ende von dem kölschen Lied ist ein bisschen anders als das vom schottischen. Das schottische endet sozusagen in einem Drama. Und das kölsche, wie mir FC-Fans, ich bin auch in der so Sache, endet jetzt dann gedanklich in der Champions League. Dann wollen wir uns den Text doch mal zu Gemüte führen. Ich lese ihn erst einmal auf Kölsch vor, dann übersetze ich den mit Hochdeutsche und dann hören wir mal, was danach kommt. Ihrefeld, Radetal, Nippes, Boll, Spech und Kalk. Überall jedet Fans vom FC Köln.
In Rio, in Rom, Gläbisch, Prüm und Havelrath, überall jedes Fans vom FC Köln. Freud oder Leid, Zukunft und Vergangenheit, ein Gefühl, das verbindet FC Köln. Auf für, auf zurück, neues Spiel heißt neues Glück, ein Gefühl, das verbindet FC Köln. Mir schwöre dir, hey, ob treu und ob ihr, mir stand zu dir, FC Köln. Und mir jan mit dir, wenn es Sinn muss, durch es für, halte immer nur zu dir, FC Köln. Ob jung oder alt, arm oder reich, zusammen sind wir stark, FC Köln. Durch dick und durch dünn, ganze Jahr wohin, nur zusammen sind wir stark, FC Köln. Mir schwöre dir, hey, ob treu und ob ihr, mir stand zu dir, FC Köln. Und mir jan mit dir, wenn es Sinn muss, durch es für, halte immer nur zu dir, FC Köln. Ja, das wird im Stadion in Gänze gesungen, aber da gibt es natürlich auch, wie überall, Rituale. Ne? Dazu steht man auf, macht man bei einer Hymne, hält ganz zu Anfang den Schal einfach nur über den Kopf und schwenkt hin und her. Bis, ja, ich sag jetzt mal, zur letzten Strophe sozusagen. Nach der letzten Strophe fängt man an, sein Schälchen, also den Schal, einmal so richtig zu wirbeln, also wirbeln, ne? Also zu schwenken. Und das macht man dann die letzten beiden Refrains durch. So, jetzt übersetze ich euch das Ganze mal. Ehrenfeld, Radertal, Nippes, Poll, Eschpech und Kalk. Überall gibt es Fans vom FC Köln. In Rio, in Rom, Gladbach, Prüm und Havelrath, überall gibt es Fans vom FC Köln. Freud oder Leid, Zukunft und Vergangenheit, ein Gefühl, das verbindet, FC Köln. Ob vor oder zurück, neues Spiel heißt neues Glück, ein Gefühl, das verbindet, FC Köln. Wir schwören dir hier auf Treue und auf Ehre. Wir stehen zu dir, FC Köln. Und wir gehen mit dir, wenn es sein muss, durch das Feuer, halten immer nur zu dir, FC Köln. Da war jetzt gerade mein E-Mail-Programm, das hat dazwischen gemacht, gedengelt, das habt ihr, glaube ich, gerade auch gehört, so. Gut, mache ich weiter. So, was hier zu sehen ist, das Off, was da oben steht, bevor ich weitermache. Im Stadion singt man das Off, also für ob, mit hinzu, seit jeher. Im Originaltext der Höhner auf der Höhner-Seite fehlt es, ich habe es hier deswegen in Klammern dazugefügt. Ob jung oder alt, arm oder reich, zusammen sind wir stark, FC Köln. Durch dick und durch dünn, ganz egal wohin, nur zusammen sind wir stark, FC Köln. Und dann kommt wieder der Refrain, den habe ich jetzt schon einmal vorgelesen. So, das war es jetzt bis dahin. Also wir haben jetzt den Text einmal komplett durchgelesen, einmal auf Kölsch, einmal auf Hochdeutsch. Und jetzt, wie klingt das wohl im Stadion?
Stadion, das ist schon echt gewesen. Kann ich euch nur empfehlen, geht mal hin. Aber ich habe jetzt noch eine Empfehlung. Wie ich schon gesagt habe eingangs, jetzt nach der 11. Lektion ist für mich Schluss, was den Schnupperkurs betrifft. Den habe ich im Ganzen nur gemacht, um Menschen wie euch ein bisschen die Freude an der kölschen Sprache näher zu bringen, euch ein bisschen eventuell vorhandene Ängste vor falscher Aussprache zu nehmen und euch so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, in das kölsche Gefühl mit reinzubringen, in die kölsche Sprache. Da tun auch noch andere, und zwar tut das eine Institution hier sehr gut in Köln, das seht ihr hier, das ist die Akademie für uns kölsche Sprache. Die Akademie für uns kölsche Sprache, die bietet, was das Sprachliche betrifft, Seminare an. Seht ihr hier, da sind zum Beispiel das Häppsche Kölsch. Das ist dann ein Termin, den könnt ihr auf der Homepage der Akademie www.kölsch-akademie.de im Bereich Seminare finden. Das ist auch eine Art Schnupperkurs als Vorgeschmack für die Kölsch-Seminare, die da heißen Meliere Kölsch. Das wird immer einmal im Monat, glaube ich, frag mich tot, ihr könnt auch anrufen, wann das ist. Findet das im Brauhaus Sion statt. Adresse wäre Untertaschenmacher 5 bis 7 in Köln. Dort könnt ihr auf gut Deutsch gesagt erst einmal so reinschnuppern, was hat es mit der kölschen Sprache denn so auf sich, wenn wir sie denn lernen wollen. Anders als hier, ein bisschen besser, ein bisschen viel besser, weil keiner ist ohne Fehler. Ich habe auch Fehler gemacht in diesem Kurs, aber es waren nur kleinere und deswegen Asche über mein Haupt. Alles war nicht falsch, ihr habt viel gelernt, glaubt es mir. Ihr seid eigentlich schon am besten vorbereitet für das, was als nächstes kommt. Das ist das Kölsch-Abitur. Das Kölsch-Abitur ist ein Einsteigerkurs und heißt bei der Kölsch-Akademie Meliere Kölsch. Den gibt es in 2 Varianten. Meliere Kölsch even höch, also langsam, oder Meliere Kölsch even flück. Ein sehr schöner Kurs, kann ich euch nur empfehlen, und am Ende bekommt ihr ein richtiges Zeugnis. Ja? Das nächste, was ihr dann nachmachen könntet, nach dem Kölsch-Abitur, wäre das Kölsch-Examen. So, das Kölsch-Examen ist aufgeteilt in Stadtgeschichte, Sprachgeschichte und Literaturkunde oder Brauchtum. Und wenn ihr den gemacht habt, dann könnt ihr so ja noch ein Kölsch-Diplom machen. Ne? Dann seid ihr so eine richtige, ja, ich sag jetzt mal Dippel-Ink in Kölsch. Ne? Oder könnt sagen, hurra, ich habe ein Kölsch-Diplom. Das alles gibt es bei der Akademie für uns Kölsch-Sprach. So, die Anschrift seht ihr auf der rechten Seite, die Kontaktadressen auch. Das sind ganz liebe, nette Leute. Ich habe Kölsch-Abitur da auch gemacht. Zum Kölsch-Examen und zum Kölsch-Diplom hat mir bisher die Zeit gefehlt. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber vielleicht wäre das ja was für euch. Ja, wenn ihr denn da jetzt sagt, ich will jetzt ich will es richtig lernen. So, ich hoffe, wir haben, oder wir, ich sage schon wieder wir, ich sage immer wir, weil ich bin ja Einzahl und ich sehe mich gerne im Spiel, da bin ich wahrscheinlich zweifach da. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Spaß bringen können, ein bisschen Freude an der Sprache und einfach ein bisschen, ja, Zeitvertreib. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit meinem Schnuppersprachkurs Kölsch höre, Kölsch schwade und wünsche euch alles Gute.